Zo, ook van mij al welkom. Welkom hier te Nieuw Leven. Ik zeg, we hebben jas en veeltje toezicht, veeltje hier gezien. Dat is een familie waar we allemaal nog plaats hebben voor 1 mei, of voor 2 of voor 3 mei. En we willen einfach ons hart voor die opmerken. We willen van jou een boodschap van, wat Gott mir een paar weken teruggegeven heeft. Voor 3 weken terug, voor 2 weken terug, predik ik over het woord erwijking. Dat de visie van het leven als erwijking. En als ik dat predik, dat we krijgen 1 week in eier voor we dat anniversario horen. En ik had eigenlijk gepland dat ik die boodschap voor ik voor 2 weken predik, dat ik die wel op den anniversario predik, maar ik viel einfach 1 zondag eier al. Ik zal die predik dan. En wat ik nu viel, dat we een beetje een rijtmerkje was voor den anniversario. Want alles wat we op een anniversario erleven deden, we erwijken. We erleefden waar we van binnen levendig en krachtvol gemerkt worden. We erleefden waar de hele Jezus schelen die hier op deze stad, waar we jas horen, wat we alle niet kannten, niet mal ik kannte jas. En waar we buitengewoonlijk sehr groot gezien worden door deze mannen früher, wat we komen weer en aber ook jenseitig, dat we ons jenseitig hand hier zien. En zo ik had voets een boodschap. Als ik dan voor 2 zinnen je predigt hoor, dan vroeg ik God, wil je het nu wieder? Wat zal wieder je predigt worden? En voor zo'n moment, als ik dat tot God zei, poef, weer de antwoord ook al terug. Ik hoop dat je allemaal zo boos is, maar dan wordt het zo hastig terug, dit wat je zoals wieder predigen. En ik wil van jou over dat krijg predigen. Ik wil van jou predigen over Hesekiel, dat 37e kapitel. Hesekiel 37. Wat ik van jou metlezen in de Bijbel? Die worden van jou meest Hesekiel 37. Wer das in diesem Teig kennt, der weiß also gleich, was dit voor een Teig ist. En dit is einfach een Teig, wat van leven redet, wo du waar leven komen redt. En wie alle brücken leven, wie brücken personen wat ons leven brengen, wie brücken een familie wat ons leven brengt, wie brücken een kerk wat ons opmuntert, ons opheven redt, en wie brücken leven. En van dit wel we lezen in Hesekiel 37. En die willen we lezen wat hier passiert is. Dit is een stad waar de profeet Hesekiel, waar hij in een grote toorn komt uit. Een grote tussenboy, wanneer we ons Israël verstellen, wenn ich mal von Israël, wilde je zijn haas, en wanneer we ons tot de je en tot de verstellen, dan is het de boy en dan is het toorn, en dat is de gans val door die knerkes. En wat we moeten verstaan van deze dode knerkes, wat hij dus zegt, wie Gott am wo diese knerkes waar het op komen, waar du huid über was redt en zenen aan was doen en waar God zijn odem, waar God zijn jes en dat nan puste deed. En wat we verstaan moeten van Hesekiel is, dat Hesekiel weer niet in eine leichte Situation. Hesekiel, hij zelfs wie een priester. En in het Oude Testament, wanneer du een priester wirst, priester zijn dat betekent dat je wirst im Tempel schaffen. En gewöhnlich fangen die ungefähr mit 30 Jahren an, im Tempel zu schaffen. Dat wir dat alle, wat in die tijd wurde im Tempel schaffen. Wann hij von der Familie weer, von der Priesters weer, dann werden sie regelmäßig ungefähr über 30 Jahre an, fangen sie an zu schaffen. En hij zei, Tempel schaffen kann, wat doen sie an? Sie brengen am de feit, brengen am de feit en de hang, en slapen am naar Babylon. En dat ganze valt met aan met. Ze waren verslaapt naar een ander land. Ze hadden jaren geen en kreeg, werd die aan vastnemen, besonders de jonge mensen, die priesters alle waren, zo wieder, de wichtige mensen, te eerst waren vastgenomen, die waren gebonden, die waren, vielemaal waren in caravanas geleid, want ze moesten dan zelfs gaan, vielleicht aangekeerd een aan den anderen, en die moesten door nu alle uitwanderen, die kunnen niet meer naar schijnend Israël leven. En wat passiert? Das junge Hesekiel, wat soll Priester sein, wat in de kerk soll de Opfer merken, wat in de kerk soll du in de Tempel, wat soll du wo hij zich vielleicht het leven lang op een rijtje merken gefreut hat. Dit wordt mijn leven zijn. En wat is? Hij wordt weggereden. En mijn Ausbluss weggereden, hij wordt aan wat met den Tempel passiert, wo hij zijn dienst zal doen. Der schmakke grote Tempel, wat er staat, den wordt ganz doorgebroken bij dat begrond.
Da glaube ich, Hesekiel wie in eine sehr Anniversario Numero 7 Anstellung, Leben, Fiesta, Feiern, Scheingunst. Nee, die wir im Jendel, die wir im Trüa, die erleven dood, die erleven een brood aan de andere veld en we alles tenicht heeft, waar de staat, waar hij bijna wonen wil en wil oud worden, waar hij tenicht gemaakt wordt en hij erleeft dood, hij erleeft schrijkelijk. En dat is Hesekiel. En er staat dat hij nu wat een priester zijn voor zijn volk als een profeet. En hij vangt aan te reden. Hij vangt aan te reden, waar ze zullen omkeren. Hij vangt aan hohe Botschaften zu haben. Aber dann fängt er an, nicht bloß diese hohe Botschaften zu haben, er fängt an Botschaften zu haben, dass Gott wird Leben schenken. Er fängt an Botschaften zu haben, dass Gott Steine nicht hat, wird Rüt rieten, und dass er wird den Fleisch nicht hat, donen. So das Hesekiel, er fängt an zu prophezeien, und das Scheine ist, diese Prophezeiungen, die werden für du und dann verdient. Das wir nicht bloß Scheine wir, was am 3000 Jahren soll passieren, das wir für ihre Titel, wo Gott eine Hoffnung geben will. Aber viel mehr als dort noch. Das gute, schöne prophetische Wort, das hat Bedienung für dann, aber das hat Bedienung von dir für die und für mich. Wir alle kennen von dir abgefällt und abgetankt mit diesen Tags in Haus waren. Wir können Gott dankschen sein, dass diese prophetische Wort, was Gott damals zu Hesekiel gegeben hat, 500, 600 Jahre vor Christus hier auf ihr ankommen, dass ich von der, nur dem, dass wir all 2600 Jahre Lothar leben, all 2000 nach Christus leben, dass wir all lang Lothar ist, dass diese Welt noch einmal Krieg soll für die und mich von der sind. Und wir wollen kurz mehr von dieser Welt antworten. Also das Hesekiel, er lebt in einem von den traurigsten Momenten, was die israelitische Geschichte erlebt hat. Wo alles twee ging, ze horen einmal diese 12 Stamm, wat de Hebräer wären, und sie wären sich uneinig geworden, nur Salomo, sie wären 10 Stamm, das wären die Israeliten, dann wären die 2 andere Stamm apart, und sie kämpften immer einer gegen den anderen. Du wirst Not, du wirst Zweiheit, du wirst nicht viel Scheine zu malen in der Zeit. Du wirst Traurigkeit. Und du, in dieser Situation, du redest Hesekiel nennen. En dat is wat we lezen wel. Hesekiel 37, vers 1. En wieder sagt es dit. Ik voel de kracht vom Herrn op mij komen. En hij bracht mij durch dem Herrn zijn jes ruut en stal mij midden in een vlakke tol. En alleweer in dat tol lagen knurkes. En hij wijst mij door alleweer ram. En er werden zeer veel knurkes in dat tol en die werden ganz dreig. En hij zei te mij, hör mal, Menschen sehen, kennen diese Knirkes noch wahre Leben? Und ich sage, Herr Gott, dort weit's bloß du. Ich war diesen Tag nicht ganz einlesen, ich war immer wie ein Anholen und ich war Port für Port studieren. Ich will die sein, wie alle, wie gleiche dort, wann alles scheint im Leben, nicht so? Wann alles mit Geld fängt auf, wenn eine Familie kein Trouble ist, wenn die Wirt nicht da ist, wenn mir ist. Wie gleiche, wenn ich gleich nicht Streiterie, ich gleich, dass die Sachen für mich in Ordnung sind. Aber nochmal wurde ich gelebt nach einer Stadt, wo die Sachen nicht so sind. Und wo wir nicht diese Ordnung, wo wir nicht diesen Frieden, wo wir nicht das Schein gehen, wo wir nicht diese Erfüllung, das schöne Leben sein. So das Hesekiel wird Krieg so, er wird noch in eine Stadt gelebt von Gott. Der Herr sind jetzt, ich habe am Abend, und der brachte mich in ein flache Tol, und du lagen alle wenn Knirkes. Und weißt du, was das sieht? Das wäre nicht bloß Knirkes, was du lagen. Das wäre dreie Knirkes. Das wäre ganz uitgedrehte Knirkes. Und wie seine, dat du zijn immer waren in der israelitischen Geschichte, wieder du immer waren Städte, wo sogar das israelitische Volk sich jenseitig totmerken hat. So du wäre all viele Jahre Eier von einem Volk Knirkes, was er überlegt hat. Und die lagen noch immer auf das Kampfplatz. So wie weiter, dass sie haben das all mehrmals erlebt, dass sie die Knirkes von einem Menschen sahen. Aber nu ist das eine Vision, wo Hesekiel näher lebt wird. Und er sagt, wo sie als Volk ganz, wo sie verdreht und dode Knirkes sind.
wo alles dreig ist und wo nicht mal mehr der Hut zu sein ist, wo nicht mehr der Knöpel zu sein ist und wo du ein derchen Onder von den Knirkes ist. Der Knirkes, den einsehen Kappes, Knirkes du warst, den sie in der Hand tun, in der Foto, so die werden nicht mal taub, du wie ein derchen Onder von Menschenknirkes. Ein großer Chaos, wie ein großer derchen Onder. In Hesekiel wird nur diese Stelle lädt. Dann wird er diese Frau gestellt. Horch einmal zu mir, Menschen sehen. Kennen diese Knirkes wahre Leben? Frag Gott. Und ich sehe, Herr Gott, das weiß bloß du. Hesekiel will sich nicht sagen, jo, die wahre Leben. Ich glaube, der wird geflottert und gesagt haben, der wird sich so ein bisschen die Hänge waschen. Gott, das weißt du, der Leben kann er nicht. Ich war nicht jo, ich war nicht nee sein, ich war die dort überloten. Aber Gott, der bleibt nicht dabei. Gott lädt ihn wieder. Und Gott fragt ihn, kenne dein Leben? Und er sagt, das weißt bloß du. Weißt bloß du. Das sind drei Knirkes. Dann sagt das Vers 4. Und er sagt zu mir, prophezei einmal zu diesen Knirkes und Seite an. Je verdrehte Knirkes, horch nur, was der Herr ihnen sagt. Das ist, was Gott der Herr zu diesen Knirkes sagt. Horch einmal, ich will den Odem in ihnen bringen, dort die Ware waren lebendig sein. Ich will Sehnen an ihnen nachmerken und Fleischloten auf ihnen waschen. Ich will ihnen mit Hüt betreiben und ihnen den Odem geben, so dass sie leben wollen. Und sie wollen weiten, dort ich der Herr sie. So hier kriegt prophezei Leben. Sprech Leben. Red über das. Und weet je wat? Hier zeg ik dat u en ik waren eenmaal een situatie hier leid. En eenmaal, weet je wat we doen? We waren naar deze treurige situatie geleid. En wat doen we met de treurige situatie? Oh, maar dat is zo slecht, zo treurig in mijn familie. Oh, maar wanneer ik moet goed geld en dan moet ik dit. En we grumzooien. En we waren in een treurige situatie geleid. En God is toe en zegt, kijk, ik word hier gaan leiden. Nu red leven. En wat we doen? We grunzen. Wel veel mal im Leben. Wenn wir nur diese Situation geleid waren, hier, wo wir eine Ändernis übersprechen. Und was tun wir? Den Tod, was tun wir, merken wir geraten und es steht dort, wir durch ein bisschen Leben anreden. Ich weiß nicht, je vielleicht nicht, aber ich muss erkennen und sagen, Gott, vergib mir. Wo viele Situationen sind da gewesen, wo ich dort nicht gesehen habe, dort Gott ich noch in eine Stelle gelegt wird, wo dort wir nicht an bloß Traurigkeit zu sein, sondern dort ich, wo du der Heilung sind. Dort durch mein Leben, wo dort Schäle, dort Leben, wo wir an die Stadt kommen. Und dort meine Wirt würde der anderen bringen. Und was tue ich? Ich bin Dreck. Mit meiner Einstellung, mit meiner Traurigkeit, mit meiner Hängen, was ich stette und was bloß denke, wanneer wird das mal eben gehen und und es steht dort, was ändert, dort die Traurigkeit bloß teilnehmen. Und ich will Ihnen sagen, wenn Gott Ihnen diese Stelle leidet, dann kannst du dort so sein. Das nächste Mal, dass du diese Schief von trüge Sachen für dich hast. Und es steht, dass du die Geraten merken ist, kannst du so dort sein, dass Gott dir sagt. Dort wird das Vers 4 sagt, prophezei einmal zu diesen Knirkes und sagt an, je verdrehte Knirkes, horch nur, was der Herr ihnen sagt. Wirklich, wie wird Hesekiel sich gefällt haben. Von Knirkes wird nicht bloß gestern geladen, sondern vielleicht auch 100 Jahre geladen. Und zu sagen, je verdrehte Knirkes, je Worte war Leben. Spielt sich wunderbar, nicht so? Zu drehen Knirkes sagen, je Worte war Leben. Nee, das spielt sich nicht wunderbar. Wenn wir in so einer Situation sind, dann braucht dort Glaube, dann braucht dort Überwindung. Dort wir wollen nicht dort glauben, wo ich mit Menschen hängen sein kann. Dann wo wir glauben, dass dort, was für mich, was in meiner Sicht nu noch allmählich ist, dort über mir die Kraft wird kommen, dort ich sein Wort, das Wort leben, das Wort wieder, das Wort war in Ordnung worden, hier wird ein Unterschied passieren.
En dan zegt Ezekiel dit, en du kost het zelfs zeggen. Dit is wat God de Heer te deze knerkes zegt. Haar hemel ik wil waar den odem in jullie aanbrengen, dat die waren levendig zijn. Van die zong die, dat je sehr schön bij Iwer den Anfang merken, ik wil bloß den Namen Jesus spreken. Dat zijn wunderschöne Leute, wo wir den Namen Jesus Christus über unsere Familien, über in onze Gassen aanreden. En dat is een prophetische Leid, wat we hier allemaal zingen en wo wir einfach einen festen Glauben daran haben, wenn wir sehen, dass Gott ein Gott ist von Generationen, dass er will nicht bloß die raden, sondern er will auch die Freundschaft, die Eltern, die Brüder, die Primos, er will Familien raden. En ik weet wat schwer dat is. En ik weet niet helemaal, maar ik stel me voor wat zo schwer dat kan zijn. Wenn du in deiner Familie noch mal bloß dood sitzt und dort all Jahrhunderte lang dood ist, dass du anfangen ist zu sagen, ich spreche Leben. Ich spreche Einigkeit. Ich sage Hoffnung. Ich sage, wo Gott püste wird über ihn. Ich sage, wo sein Jesus über ihn ausgegoten wird. Ich sage, wo sie worden verändert sind. Das braucht Glauben. Das braucht brave Schritt. Das braucht Erweckung. Das braucht Schritt zu nehmen, was wir nicht gewarnt sind. Und dann sagt der Vers 6, ich will sehnen und jünt nonmerken und Fleisch loten ab jünt Wassen. Ich will jünt mit Hüt betragen und jünt den Odem geben, so dass die leben wollen. Und die wollen weiten, dass ich der Herr sie. So du wirst dort an Medien non-wassen, was sie verdreht sah, was du nicht mehr wie, dort würde non-wassen, und sie würden leben, du würdest leben sein. Als Lazarus gestorben wird, werden die Menschen antevreden. Wenn Gott heilst du, werden sie antevreden über Jesus. Wenn Gott heilst du am nicht dann, wann du noch küsst. Verstehst du? Und wir denken einmal, Gott, wenn Gott hast du nicht gehandelt, dann, wann das noch mählich wird. Und Gott, der handelt auch vielmal dann, wann das für die und mich unmählich ist. Und wie wir alle zu sagen, einmal unsere eine Rezept haben. Und das ist die, dass wir abweichen, dass wir erweicht worden von einem Glauben für unmähliche Sachen. Und unsere Ehe unmählich. Dann sind wir allmählich. Aber was vielleicht einmal, wo wir uns einfach sagen, Herr Jesus, gib mir Glauben, dass ich auch an das glauben kann. Wenn du wieder knirpst, verdreht wird. Und was ich dir jetzt anfange zu sagen von Lazarus, die Jünger, die Menschen haben wieder anzufrieden. Wenn Gott heilt sie da nicht, wann das noch schon, wann er kann noch geheilt worden. Und Jesus leidt Lazarus nicht bloß sterben, sondern er leidt am lang genug im Grab, dort alle Menschen würden seine nicht sagen können, der ist nicht, die Bibel ist nicht ganz tot, nu lebt er war. Wenn sie die Zeit haben, sie eine Zeit, wenn die dann noch würde ableben, dann wird er bloß nicht ganz tot gewesen. Jesus war lang genug, dass keiner Gott sagen will können. Das stunk al als du durch den Grab kennt. Dass alle Menschen wussten, hier ist Erweckung, hier ist Leben gekommen. Dort ist den Gott, was du in echt deinen. So ich will die Leute merken, prophezei Leben, red Leben, sprich Leben und dood je naam. Über deine Freunde, über deine Familie, über deinen Bruder, über deinen Vater, deine Mutter. Wer einmal der Heilige Geist die, wo einmal der Heilige Geist die handelt. Dan zeg vers 7 is dit. En ik reed zo, als mij dat abgegeven werd. En weet, dan hier ik dat, en dat kloppen de reich zo als de knopjes. Een am anderen, ik wil deze vers nog even lezen, sorry. En ik reed, zoals mij dat abgegeven werd. So das Hesekiel, hij reed, zoals Jezus gezegd, zoals God gezegd had. En weet, dan hier ik wat, en dat kloppen de reich. Zoals de knopjes een am anderen te kennen. En als ik door ze kijk, zag ik dat door Sehnen en Fleisch an den Nahen kommen und dort mit Hüt betragen werden und dort wir aber noch kein Odem an. So das Hesekiel, als er nicht gehorcht hat, dann fängt er an zu kloppen. Weißt du, was interessant ist? Wie viel Mal im Leben gehorche dir ohne zu sein? Wie viel Mal im Leben gehorche ich ohne zu sein? Und das ist sehr wichtig.
Wie seien das Model an Avara? Wie seien das auch von Abraham? Wo Abraham muss Jeharche ohne zu sein. Wo Abraham hat Isaac abgegeben, ab sein Teufel, sein Sehnte Opfer ohne zu sein, wo das Schok über sein. Und das wird uns glauben, erst wie wurde nicht einmal ohne sein können. Gut hier nicht. Aber hij prophezeit. Hij denkt, en dan komt het onder. Fangen die knöchels an zu kloppern. Und stell dich vor, die musste geordnet worden. Den Johann zijn knöchel von den Arm mit den Johann zijn Bein, das muss uitkomen. Und dann muss den Johann zijn Kap er noch ankommen. Und Jana Maria, Kap, der wir 500 Meter durch hat, dann war die ein Handknöchel, ein Fingerknöchel, und der musste uitkomen. Stell dir vor, wie die Knöchels vor die Flau haben, der gegangen, ein Knöchel nur den anderen, und die fingen sich diese Knöchels. Und du weißt, was Eva, du weißt Hütrahmen, du weißt die Gelenke, und du weißt, dass das ein Körper ist. Aber ohne Leben, tot. Du hast Ordnung im Chaos. Du wirst Ordnung nähergebracht. Im Psalm 19, Vers 8, du sei wie wo du sagst, den Herrn sind gesagt, als vollkommen und jefte Seelen nie leben. Einer kann sich verloten ab dort, was der Herr sagt. Und dort merkt der Weis, der dort fehlt. So wie seine, dort das Bibeltext, der sagt uns, dort, wenn wie Gott sein Wort nur fallen, so ist Hesekiel dort hier nur fallen, dann wurde die Sache traggestellt. Dann erst war ein Nie merken, dann war die Sache reich gemerkt. Wir haben viel Weg in der Klasse hier und der Silben vermerkt, wir haben hier wir mit den Arrangieren, hat wie gesagt, hat wie gehört, wo er uns sagt, dort erfolgreich sein, gleich auf einer Stätte sein, wo die Ordnung ist. Wir haben einen Freund, er hat sehr jung eine Vision. Und in dieser Vision Sache, wo du ein großes Stadion, eine Fußballmannschaft, ganz voll Tausende Menschen wären, und wo heute dann predigt das Evangelium. Und das Freund, als er im Stadion ist, in seiner Vision, dann auf einmal fängt er an eine Note zu schreiben, und er kann nicht reden zu diesen Menschen, er hat nicht die Wert, das schafft nicht. Und dann auf einmal steht, du kommst in diesem Stadion anderer Mann an, und dann fängt er an zu predigen zu diesen Menschen. Und dann wies Gott am Stitt. Kijk, ich war in Stadions voll Menschen, und die waren predigen. Du wirst nicht der Redner sein. Ich will dir das Geld geben, dass du kannst diese Menschen in der Stadt, wo du reden. Verstehst du? Das ist ein Freund, was er nicht kann. So, was passiert? Als er sich befreit hat, dann irgendwann, dann geht er mit Gott reden und sagt er, Gott, wo bist du? Als ich 12, 13 wie sagst du mir, du wirst mir recht merken, du wirst mir viel Geld geben und du wirst mir die Möglichkeit geben, dass ich für tausende Menschen in der Stadt können, dass sie das Wort Gottes hören. Und hier, ich acker und schaffen, dort wird bloß nicht mehr. Weißt du, was Gott an mir gesagt hat? Den Montagsmals, go und tal, wie viele Schriftjes du hast in den Lauf. Und fang mal die Schriebe unterordnen, die Baltes unterordnen. Fäh mal uit in den Spicker, was du hast. Bring mal Ordnung in deine Ackerinen und dann wird es mehr werden. Weißt du, was er deed? Den Montagsmals, jenke, fäh zijn Tinglade uit, tal seine Schriftjes, tal den Nail, deed een doosje met Nail, alle requestos anordnen, und wollen vielleicht noch was nachdenken, dass das Ordnung wird. Und dann fängt Gott an zu vermehren. Von der ersten Tag plante bei 100.000 Hektar Soja. In een Land. Was will ich mit das sagen? Hier, was hier passiert ist, als du Leben kommt, dann ordnet Gott die Sache. Und ich weiß einmal, wer wie die Ordnung bringen, wie wir alle sagen, meine Menschen wird alles ordnen. Und du hast vielleicht eine Familie, wo so viel Traurigkeit ist. Und du sagst, nu wird man meine Füße Ordnung hier in diesem Chaos bringen. Aber was ich dir will sagen von dir ist, dass Gott will diese Ordnung bringen.
Gott will den Knirke von dort mit Jan Knirke bringen und dort war ein Skelett merken, dort ein Mensch wird geben. Gott wird die Ordnung bringen. Wenn Gott merkt, dass dort hier klopft, dort nicht Hesekiel. Hesekiel wird bloß gehorsam und Gott teilt. Hesekiel braucht seine Zunge, wo die Kraft von Leben und Tod wird. Und so können wir auch unsere Zunge brauchen für Leben und Tod. So ich will anzeigen, dass wir uns partonen, dass wir das Leben prophezeien und dann wird die Ordnung passieren. Aber das Gott ist, das wird nicht durchstehen bleiben. Das wird die Ordnung bringen, aber das wird nicht durch die Bibel bleiben. Wenn es wie weiter, der Tag jetzt wieder. Vers 19 sagt so, und er sagt zu mir, red zu den Odem. Red die Menschen sehen und sei zu den Odem. Das ist, was Gott der Herr sagt. Odem, komm her von der Feuerwind und püß auf diese Todes, sodass sie waren lebendig sind. Und ich rede, so soll mich versehen. Und dann kam der Odem ab an und sie kriegen waren Leben. Und sie standen ab, durch wir eine große Herde Menschen. Das Wort Odem hier, aber das Wort ja, ist das Wort Ruach. Auf Hebräisch. Ruach auf Hebräisch ist Wind, starker Wind, Sturm. Dort ist, was Ruach ist auf Hebräisch. So, Gott sagte Hesekiel, red und sei und sprech dort von alle Feuerwind, durch Wind kommt und dort püste wird. Hast du einmal gesehen, wann von alle Feuerrichtungen Wind gleich kommen wird? Ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Aber dort, was hier passiert ist, du kommst von allen Feuerrichtungen und kommt der Wind von Gott. Und weißt du, was das Ruach im Alten Testament bedeutet hat? Auch im Neuen. Der Ruach, das Wind, ist der Heilige Geist. Und wir sehen im Neuen Testament, dass du kannst nicht leben sein ohne den Heiligen Geist. Du kannst nicht Leben abweichen, du kannst nicht Leben evadel kommen, wenn du nicht der Heilige Geist ist, wenn du nicht der Ruach, nicht der Wind Gottes ist. Und du sagst, dass Gott püstet über diese Menschen. Und du willst haben wir einmal Übersetzungen, dass du den Wind, oder dass der Odem, oder du kommst, dann sagt der andere Übersetzung, du wirst kommen der Jes über die. Und dann sagst du, wo eine Übersetzung ist reich. Bad. Wenn es dort bedient, dort beides. Du kommst der Wind, du kommst der Odem, dort einatmen, dort ausatmen, aber du kommst viel wichtiger aus dort der Jes. In der mir steht Übersetzung, in der Hand und da steht Odem, sei es in der Jes, der kommt über diese Skelett, oder über diese Knirkestur. Und du kommst leben. Und dann sagt Hesekiel, und ich rede so, es hat mich versehen. Und dann kommt der Odem ab an. Und sie kriegen wahre Leben, und sie stünden ab. Wo wichtig ist es, dass wir dort sein, dass Gott uns verseidet. Gott redet ständig zu uns. Wir können seine Stimme horchen, wir können bekannt werden, wo er zu uns redet. Jetzt ist es zeigt, dass meine Schubtjes hier meine Stimme. Und während wir seine Stimme nur kennen lernen wollen, während wir diese Stimme kennen, dann wird er reden und wir brauchen bloß dort wieder sein. So ist es auch im Neuen Testament sagt, dass der Jesus wird sagen, merke, dass wir weiter, was wir sagen sollen im erreichten Moment. Vielleicht wird Gott in eine Person nehmen, vielleicht zu beten. Ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Ich brauche kein wunderbares Gebet merken. Gott wird dir vielleicht 1, 2, 3 wird sein, diese wird beten über diese Person. Dann möchte ich die Mund merken, dann beten, kriegt dort. Vielleicht 5 Jahre später kommt diese Person und die sagt, weißt du, den Tag, als du für mich betet, dann stellte sich Sachen trage, du kommst Leben mir an, du wolltest Sachen nie, du wirst verbreitene Sachen, die geheilt werden, weiß nicht, die wollte ihnen große Zeugnis vertellen, und du in deinem Kopf denkst, du hast nichts gebet.
Wenn du hast bloß ein paar Sachen, sag ich, wo Gott die sei, wo du wieder sei, Jesus. Amen. Wie seine dort Gott, dat zal sie über Adam det. Gott formt Adam gestern Weg auf der Kasse, sei die ich sehen. Und könnte brütlich reden, und du wie erst diese Geschichte von Gott, Adam formt det, und Gott nimmt diese Näseleiche an, püst du nehmen, und der Adam lebt ab. Stell dir vor, du wirst nicht mal Knöchel, du wirst ihn nicht mal sehen, kein Blut. Du wirst bloß Erd. Und diese Erd, ihr habt einen Körper, ihr habt einen Mensch, du kannst leben. Wenn du der Heilige ist, wenn der Odem Gottes du in dieser Person ist. Wie seine, wo Jesus püstet hat über seine Jünger. Wo Jesus püst und sagt, hab den Heiligen Geist. Und wo der Heilige Geist anfängt an den Jünger zu wirken. Wo Jesus, wo wir sehen, wo das ein Bild über die ganze Bibel ist, wo der Wind, wo das der Jesus repräsentiert hat und wo wir können einfach auch diesen Odem in uns trauen. Dass jedes Mal, wenn du und ich als Person tun, dann ist das, wenn wir Gott in uns holen und sagen, du bist Part von meinem Leben. Da wird mir einmal gesagt, dass das Wort Jahwe ist ein bisschen so einatmen und ausatmen. Ich weiß, dass der Name Gottes im Alten Testament wie Jahwe und wie weiß, dass die Israeliten oder die Juden haben sehr Angst, wenn sie Gott seinen Namen nicht missbrauchen. Und dann sehen sie den Namen viele Mal nicht mal und so wieder und so weiter. Aber dann wird eine Geschichte vertellt, dass du und ich, wenn wir atmen, wenn wir jaschen, dann sagen wir jedes Mal beim Jaschen sozusagen sie Namen. Und wir sagen so ungefähr, ja, weh, ja, weh. Und ich weiß, wir tun noch nicht so, die Leute merken. Aber das ist ungefähr, was das bedeutet hat, was du und ich tun, während wir jaschen. Und weißt du, was interessant ist? Die Person, die sagt, ich glaube nicht, dass das ein Gott ist, ja, der sagt jedes Mal, ja, weh, ja, weh. So Gott merkt sicher, dass alles, was Odem hat auf dieser Welt, verherrlicht in seinem Namen. So dort ist, wie er ist. Wie er hat sein Leben in Odem in uns neingepüßt. Und wie trauen einfach das. Und ich weiß, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, nicht alle sind gerettet, aber Gott hat trotzdem dort zugelassen, dass diese Menschen auf ein oder der andere Weg drehen in ihm. Dat zijn odem, dat zijn leven, dat wat hij gegeven heeft en dat leven heeft. En dat ze dat nu bloos nog aannemen kunnen, dat eeuwige leven voor immer. En dat ze niet brücken im eeuwigen dood aangaan, maar dat nieuwe leven en dood laten aangaan. So du kannst leven, du kannst odem in dit nemen. Du hast diese Geschichte im Alten Testament, als Saul David doodmerken wil. Wer mal die Bibel mal ganz durchgelesen hat, aber wer du nu erst ist, du ein paar Monate vorbei, wer das steht, wo David mit diesen 600 Männer in eine Heulessen sich verstärken hat und wo sie für Saul mit wegrennen, nicht so? Wo Gott all David als kennig gemerkt hat, und, aber er dort noch nicht wir, wenn Saul dort noch wir. Und weil David aber noch steht, am Saul dood te merken, ist viel mehr, hij pauze go ab naar Saul. Ik ben andere zeden nu go merken hem dood, en hij die alleen niet, had hij dat niet. En nu zijn deze ganze 600 mensen, dat wordt een grote hoeveelheid mensen, die gaan met hem dood. En die gaan ook echt tools, die gaan ook in huilen aan. En wat interessant is, wat de Bibel zegt, dat al deze mannen, wat met David metgaan, waren de verbrekendste mannen. Dat waren die wat geldschulden hadden, die wat keiner meer taub zijn wil. Ja, dat waren wir. En wat deed God? Hij brengt naar David. En wie zijn David zijn Figur? Er is in de Bibel sowieso een Figur voor Jezus.
So, die kommen nur Jesus sozusagen, als David war, und die waren hergestellt. Und du kannst mal leben in diese Menschen. Und weißt du, was sie waren? Sie waren das stärkste Kriegsvolk, was das in der Zeit gegeben hat. Und das wird hier auch ist. Hier in diesem Text lesen wir, verstehen sie das. Und ich rede so, als ich mich versehen. Und dann kam der Odem ab an, und sie kriegen wahre Leben. Und sie standen ab, und du wie eine große Herde Menschen. Hier ist das, wo das soll übersetzt sein, und da steht Herde Menschen, so sei es auf Spanisch. Era un ejército grande en extremo. Ejército. Dort wie ein Kriegsheer, was du wart. Von deutschen Knirkes jaft dort ein Kriegsheer, ein Kriegsvolk. Und das wird Gott mit dir und mir tut. Hij stelt die und mir waren taub. Die Knirkes, die Sehne, die fliehen taub, dat die Leben können kriegen. Und dann püst hij zijn Odem über die. Und dann wirst du nicht bloß wahre lebendig, sondern du wirst Port von der größten, stärksten Kriegsvolk, was das ever gegeben hat. Von der Kriegsvolk Gottes. Wo er auf die Erde abbringen hat. Und dort, was hier passiert hat. Dort gibt ein Kriegsvolk. Und dort wird auch mit David sehen, dass auch so Menschen passiert hat. Die werden gerettet aus Dood, aus Wahrheit, aus Schulden, aus verbrochenen Familien. Und durch David kriegen sie Leben, sie atmen ab. Und du und ich, wir sind Personen, die Sohn David sind. Wo Menschen durch uns durchgehen, wo Menschen nur die kommen und sagen, ich brauche Leben. Und wo die wirst sagen, ich gebe die Leben. Ich spreche über die Leben. Ich will die dort mitgeben. Ich will die dort Gebet geben, dort du Leben wirst. Wir haben hier so viele Zeugnisse in diesem März. Aber ich will hier ein Zeugnis vertellen, wo ich nicht nur Freiheit gefragt habe, aber das von unserer Leibesester Regina. Man einmal abholt, ich sehe gestern mit Regina, habt ihr was, aber ich die Nummer von der reich sei. Regina ist von Deutschland. Und sie kommen einen Moment her, wo Gott gebracht hat, heute Orbiter, dann kommen sie her, wenn Gott ihn hergeschickt hat. Nicht alle kennen die Regina, muss man immer abstellen. Also. Und ich komme nach Krieg besennen, wo dort auf einmal hostig so über die kommen, dass sie allein nach Deutschland fliegen von ein paar Weg. Und ich weiß, das sind einmal nicht leichte Reisen, besonders wenn einer ohne Kinder und ohne Mann reisen muss und einer nicht erwartet hat, dass diese Reise passieren wird, kann ich mir vorstellen, wie nicht die leichteste Reise. Und Regina hat ein wunderbares Ding. Sie hat jedes Mal gesagt, Gott, ich will von dir die Person ein Leben bringen, eine Sehen bringen, wo du in meine Feit wirst, eine Fähre mir wirst stellen. Sie hat gleich einen Plan, mit wem sie wird alle taub sein und was alles passieren wird. Und dann dort die weiter, die Deutschländer, die Plan alle einmal ein Jahr im Verrüt, oder 6, 7 Monate im Verrüt. Und sie post ich wie in Deutschland und sage, aber Gott, kann nicht planen, dass die Deutschländer die Mode haben, aber du wirst mir brauchen, jeder Tag wirst du die Person bringen, um mir was zu kommen. Und weißt du was? Du wirst das wie Geschichte, wo Gott Wunder durch erleben. Wenn sie das tun, sei wie ein David für diese Person. Die Menschen kommen noch an, verbrechen, fehlt die Heilung, wir 5 Minuten mit taub und gehen mit Leben davon. Und dort wird du ein Akzent. Menschen kommen verbrechen, 2, mit Familientroubles, mit Geldtroubles, mit was immer für Troubles, die kommen die haben Krankheit, die irgendwas wei. Und du bist das Leben, mit was sie davon gehen. Du bist der David in ihr Leben. Du bist das David, was gesalbt wird von Gott. Nicht bloß zum Soll dort merken. Hij wie gesalbt von Gott, kennig zu werden in einem rechten Moment. Aber all euer das kennig wird, wisst ihr die Funktion, was er hat. Er hat die Funktion von deutschen Menschen Leben zu merken. Und du und ich drehen dort in uns. Wir drehen die Kraft und die Macht in uns. Dort wie deutsche Menschen können sein und unpüsten sein, hab Leben. Wir brauchen das nicht alle am Gesicht püsten, aber wir unsere Hänge würden antworten worden an unsere Brazos, ans Eten, ans Churrasco, wird wir antworten worden.
Vielleicht die 500 Peso, was du feilst, wem du irgendwem Schecken sollst. Dort wird dort Leben sein, wird jene Familie, wird jene Person nu in Krieg von dir brücken wird. Du bist der David, du bist der Hesekiel in dieser Person sein Leben. Wer mit ihm kann Amen sein. Dann sage ich Vers auf. Und er sagt zu mir, hör mal Menschen sehen. Das ganze Volk Israel ist so aus dieser Knirkes. Sie sagen, unsere Knirkes sind verdreht. Unsere Hoffnung ist weg. Du hast nichts für uns geblieben. Da wir ihn reden an und sagen, das ist, was Gott der Herr sagt. Hör mal, ich will jullie hierover opmerken. En waar jullie dat je mijn volk zijn, ook de hierover uitgeven en waar jullie in dat land Israël nanbrengen. Wanneer jullie hierover wanneer ik jullie hierover opmerk, en jullie dat je mijn volk zijn, en jullie hierover uitholen, waar je weten dat ik de Herr zie. Halleluja. Dit onderstreept datzelfde wat ik je dat zei. Du en ik dragen een hoopningsboodschap. Een boodschap van leven. Dat volk Israël weer aan de laatste punt van ihre Geschichte. Ze weer uitgereden worden van ihr land. Tempel, wat graadste denkt weer, dat weer doorgebroken werd op de laatste steen. En du zegt God, ik breng leven op jullie. Ik wil jullie waar het hoop brengen. Ik wil jullie waar een huis brengen. Ik wil het laten opbouwen. Ik wil de hoop aanbrengen, waar alles verbroken is. En dat is de boodschap wat du en ik dragen. Eine Botschaft von Lebensveränderung, eine Botschaft von du, wo Hoffnung ist, wo Menschen sagen, das geht nicht mehr. Ich sehe eng, ich kann alles zu sich schmieden. Dann kommst du und du umarmst. Aber du legst deine Hände ab und du sagst, ich bringe die Hoffnung. Ich bringe die nie Leben. Wir hören das Anniversario für ihr Weg. Sagen, kannst mal herkommen. Ich sehe doch jetzt, dass ich wird was crazy dann, nu war das wirklich dann. Und ja, wenn ich hier die raadste Band van op een Welt had, wil Tante mal merken, knirkes, klopperen, all so, aber wir sind hier ohne Batterie, also wir waren ein Applaus für Senk geben. Wir haben das Anniversario für ein Weg. Ein paar Wochen, oder die Monate vor dem Anniversario, reden wir, weil wir singen. Singen ist verantwortlich für die Musik in der Kirche. Und wie früher, weil wir singen. Ich sehe, singen, wir wollen feiern, wir wollen dansen, wir wollen jubeln, wir wollen juchen, wir wollen Freude haben. Wenn es Gott hat perfekt gefeiert. Und dann haben wir uns bereit, wenn die Leute, wir würden singen. Und wir haben bereit, wir würden nicht in Niet Leid üben. Und dann, aber wir noch mal ein paar Wochen vor dem Anniversary und sagen, sing, das mal Leid, wir wollen doch nicht Leid singen. Wir wollen ein Leid übersaten sogar noch. Und das heißt Dankeschön Gott. Und dort Leid, das sagt, ich danke dir Gott, für was du mir getan hast. Du hast mir rütgeraten, du hast mich umgedreht und du hast mir das, er sagt, hey, hilf mir ab, das kannst du dir vorstellen, das ist ein verlorener Sehen. Hey, hilf mir ab, hey, dreht mir um und stellt meine Feit auf einen festen Grund. Ich danke mein Meister, ich danke mein Radar, Dankeschön Gott. Und dann hast du ein Port vom Leid, du flotter das Senken ich, aus der würde schaffen. Und dort wie eine Port würde sagen, Sturb, Sturb, Sturb. Sturb uit het graf. Sturb, Sturb, Sturb. Sturb uit het graf. So sage ich das Leid in Englisch und das Leid. Und ich dachte, und sing sage ich, hey Eduard, sehr schön, dass du das Leid singen wirst, aber dein Port, ich weiß nicht, wie wir uns die übernehmen. Wollen die Menschen mitmerken? Ich sing, Versichern kostet nichts. Wir waren versichert. Wir waren versichert, was das ja von dort. Und mir wird es wichtig, dass wir dort Port singen würden, wenn es eine prophetische Botschaft für uns als Kirche. Wir sind eine Kirche, die nie Leben heute hat. Und wir meinen das so. Wir meinen nie Leben. Wir meinen das ab ernst. Wir sind eine Familie,
wo die Menschen waren auch nicht jetzt. Wir sind eine Familie, wo immer noch einer Ruhm hat. Und ich will uns einfach Mut merken und sagen, dass wir Menschen sagen, Sturb in das Grab. Sturb in das Grab. Komm zum Leben. Komm und leben. Bleib nicht bedeutet. Bleib nicht bei Verbrochenheit. Und weet je wat? Gott will dir und mir brücken. Nochmal mal, wir sagen, wir sind vielleicht schwer zu tun. Aber dann kann ich einfach sagen, Sturb in das Grab. Ich war in der Band, ich habe nachgekommen, wo er Fuß war und da noch. That's not your practice, just that you don't wait. Plus dat je weet, wanneer muziekers dan Leute das aanleiden dan ohne eine Batterie, dann flottert die alles. Also habe sehr mehr Leute und viel Leute für diese Band da hinein. Und mehr helpen, das was ich erwarte von Gott. Und wie wollen die Leute singen, sagen, Sturb in das Grab. Weil der Torschieler besonders für uns sehr mithelfen, dass wir das Handschrieben, dass wir nicht brauchen, ganz hier gerühlen. Amen? Sturb! Meine Zeit wie verloren, ganz leid ich mit scharfer Verbrechen. Ich hab gekämpft mit meine Kraft, aber da wird schon weicht und wir werden ganz langsam fallen. Verbiestert ganz. Ein großer Sackbad und wieder kommt, dann komm ein unbekannter Mann. Und heiße, glaub mir, du bist nicht allein. Er haut mich ab, er dreht mich ab, sag wieder Feuer auf den Pfostenrand. Ich dank den Meister, ich dank den Lada, er hat mich heute geholt. Hij laat me zien, verändert mich, macht mich frei. Ich dank den Meister, ich dank den Lada, Dankeschön Gott. Kon nicht verstehen, was ich selbst sah. Oh, ich bleib ganz fast durch all meine Zweifel fliehen. So ist auch schon Wind. Dein Los von Vergangenheit. In all meinen Bett, dann hättest du Challenge sein, dass ich vorkomme. Wir sind nicht willkommen hier. Von überall in der Ewigkeit. Was sing, wo du mich hast, wie es sagt. Das verlorene Sehen fängt nicht an diesem Tag. Er haut mich ab, er dreht mich ab, sagt mir der Feind auf den Pfostenrand. Ich dank den Meister, ich dank den Radar. Er hat mich heute geholt, er nahm mich Sieg, verändert mich, er macht mich frei. Ich dank den Meister, ich dank den Radar, Dankeschön Gott. Euch das nächste Part, was ihr seid. Kein ganze Botschaft von dir. So, der Haar hat noch ihn versperrt. Der Haar hat noch ihn versperrt. Ich sie frei.
ik zie vrij. Zeg eens wenn du meinst. Half nooit verspeeld, ik zie vrij. Ik zie vrij. Ik zie vrij. Nee, half nooit verspeeld, ik zie vrij. Oh, ik zie vrij. Oh, ik zie vrij. Nee, half nooit verspeeld. Oh, ik zie vrij. Oh, ik zie vrij. Ik heb nooit verspeeld. Ik zie vrij. Ik zie vrij. Ik zie vrij. Ik heb nooit verspeeld. Ik zie vrij. Oh, ik zie vrij. Oh, ik zie vrij. Ik heb nooit verspeeld. Ik zie vrij. Oh, ik zie vrij. Oh, hij houdt me aan. Hij dreigt me aan, staat me de feit op den vaste grund. Ik dank den Mester, ik dank den Radar. Hij hat mein Hort gehalten, hij nahm mich Sieg, verändert mich, für mich frei. Ik dank den Mester, ik dank den Radar. Dankeschön Gott. Nu komt op pad. Wat vi nog wachten dan. Stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, ut och kram. Hålla tag. Stopp, stopp. Stopp, ut och kram. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, ut och kram. 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 Stopp, stopp, stopp. Zing hij houdt me aan. Hij houdt me aan. Hij draait me aan. Staat mine feit op den vasten grund. Ik dank den Mester. Ik dank den Radar. Hij hat mein Hort gehalten. Hij nahm mich Sieg. Verändert mich, führt mich frei. Ik dank den Mester. Ik dank den Radar. Oh, Hij houdt me aan. Hij draait me aan. staat mine feit op den vasten grund. Ik dank den Mester. Ik dank den Radar. Hij hat mein Hort gehalten. Hij nahm mich Sieg. Verändert mich, führt mich frei. Ik dank den Mester. Ik dank den Radar. Dankeschön Gott. Halleluja. Dankeschön Gott. Jesus, wir sagen dir Dankeschön, dass du Leben bringen hast, wo du Knöcke sind. Und wir sprechen von dir, dein Leben, über unsere Versammlung. Ich spreche und ich bete über jeder ein, wer hier verbrochen und in Not ist. Dass Jesus, du kannst Leben bringen, du kannst Hoffnung bringen, du kannst nie het Leben bringen. Erweckung bringen, dort sprechen wir und beten wir über jede Familie, auch die Familien, die noch nicht Jesus kennen, sprechen wie Jesus. Wir sprechen den Namen Jesus über Erd. Wir sprechen Hoffnung, eine frische Hoffnung über Erd. In Jesus' Namen sagen wir alle zu. Amen und Amen. Halleluja. Wenn du hier bist, was haben, wenn wir mit dem Top hier an der Konto vor der Lehrer stehen, wir wollen ihn abrassen, wir mit die Top beten. Für uns alle Ewe hier, dann hängen es Kaffee, Terre, und wir haben wahrscheinlich Gemeinschaft an. Bis nächsten Sonntag.